ich wieder. Ja, ihr habt mich sicherlich schon vermisst oder auch nicht, das ist mir auch egal. Ja, ich bin mal wieder in meine Küche, in mein Klaus-Peters Küchenstudio, CPS Küchenstudio. Ich war ja schon so lange nicht mehr hier, jedenfalls ihr nicht bei mir, also ich war schon bei mir, nicht? Also so ist das ja nicht. Ja, ich will euch mal eben sagen, was ich heute wieder gebacken habe. Ich bin ja im Moment so ein Fan von Brot und Stulle im Fernsehen. Und da gibt es so wunderbare Rezepte. Und nun haben wir doch heute wieder ein Bierbrot gebacken. Ja, ein Walsroder Bierbrot. Und schon das zweite. Das erste, ich will mal gucken, ob ich das finde. Dann kann ich euch das schon mal zeigen. Das hier ist noch eine Tüte. Hier. Das ist so eine schöne Scheibe. Und hier ist der Rest von dem ersten Kuchen. Was sag ich denn Kuchen? Ja, das Alter, nicht? Ja, und man merkt das zusehend, ja. Hier, guck mal, ist das nicht wunderbar? Und dann in diese hübsche Schale von Oma. Guck mal nicht, dass sie mir noch runterfällt. Zur silbernen Hochzeit, ja, die ist mir ganz wertvoll. Ja, aber nun, ja, nur wollt ihr doch wissen, ich habe ja wieder eins gebacken und das hole ich jetzt mal aus dem Ofen. So, könnt ihr mich noch sehen? Nee, ne? Aber doch, guckt mal da, ja, da ist es ja, das Bierbrot. Ja, ich guck mal hier. Es ist hier so ein bisschen aufgesprungen, aber das macht ja nichts. Und es ist schon ein Moment aus, nicht? Sonst wäre es jetzt vielleicht zu heiß, um es noch anzufassen. Und jetzt macht man ja immer hier. Hört ihr das? Das ist das Zeichen, dass das Brot gut geworden ist. Ich schneide es jetzt noch nicht an, aber ihr habt ja gesehen, wie das aussehen kann. Und ich bin sicher, ich bin sowas von sicher, dass das genauso gelungen ist. Ja, und dazu habe ich jetzt, weil ich mache jetzt mal gar keine Werbung, nicht Astra Bier genommen. Und ich hatte nicht mehr genug Bier, aber ich hatte noch Bockbier im Kühlschrank und da habe ich Bockbier dazu genommen. Ja, das ging auch, nicht so eine kleine Mischung, nicht? Ich bin ja gespannt. Ja, was wollte ich euch noch sagen? Also es lohnt sich, Brot zu backen und guckt mal in den Brot und Stulle rein, nicht? Nicht diese Stulle haben wir ja früher immer von Mutti mitgekriegt, wenn wir zur Schule gegangen sind oder zur Arbeit, nicht? Ja, das waren noch Zeiten. Ich will euch aber noch mal eins zeigen, was ich noch gebacken habe. Jetzt könnt ihr hier reingucken. Hier, das ist eingefroren. Ein Dinkeltoastbrot. Das ist von Jessica von der Insel Jüst. Die ist der jüngste Bäckermeisterin. Die hat das für ihre Mutti gebacken, weil die kein Weizenmehl hat. Keine Bäckersfrau kann kein Weizenmehl haben. Das muss man sich mal vorstellen. Ja, und da habe ich das einfach mal nachgebacken und es ist wunderbar geworden. Also ich kann das auch nur empfehlen. Ich packe das mal schnell wieder zurück. So, ja, was gibt es sonst noch Neues aus meinem Küchenstudio? Ja, heute Abend wollen wir ja noch nach Buxtehude ins Theater, nicht? Ja, ein Freund tritt da auf und erzählt ein bisschen was aus seinem Leben, der Harald Burmeister. Ja, da freuen wir uns nun auch schon ganz tüchtig. Und vorher gibt es noch Jürgens Fischpfanne, Seelachsfilet mit ganz viel Tomaten und Zwiebeln oben drauf und dann kommt der Seelachs drauf und dann wird das gedünstet und der schmeckt. Oh, ich sage euch, dass das schmeckt. Ja, und ja, mehr fällt mir jetzt nicht ein. Nicht? War mal ein Gruß wieder aus meiner Küche und jetzt sage ich euch jetzt erstmal Tschüss und nicht vergessen, die Zeit umzustellen. Also wir haben im Wohnzimmer schon umgestellt. Da ist es jetzt erst 3:45. Hier ist es 4:45. Na, wenn ich mal da nicht mit durcheinander komme. Also, tschüss.